Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife Jahr 2022 geht oben an und wir hatten divers gut Filme das Jahr. Da wähnt der Lot zum Aufschluss von diesem Jahr Menge Top 10 mit den besten Filmen aus dem Jahr 2024. Wir fangen ganz natürlich von Hand auf hier und schaffen uns von der 10 auf Platz 1 von diesem Jahr an. Ich ging so, wir verlieren nicht ganz viel Zeit, fangen direkt und mit der Platz Nummer 10. Op der Platz 10 haben wir Maxine, dem Ty West Trilogie, die angefangen hat mit X, Dono, Pearl, Anlo eben nach ganz doppel Schluss bringt mit Maxine. Eine gelungene Trilogie, die absolut nach dem Rand erlebt. Ich meine schon so ein bisschen nach all Jahres erwähnt sind Filme. Die sind wirklich der Glanz. Thema, was Splatter angeht, was Horror angeht, nicht wirklich Horror, aber auf jeden Fall so Slasher-Film, als das ganz wirklich ein kleiner Perl in den Filmen und lebt viel zu viel in dem Radar. Da wird ein kleiner Aufruf auf dem Ty West Trilogie, die eben mit Maxine einen gelungenen Aufschluss findet und einen schönen Filmreihe durchstellt. Op der Platz Nummer 9 Hummerheit The Bike Riders von Jeff Nichols, den heute durchstellt wie Kollegen, die gerne Motorrad fuhren, ein Gang grinnen an das ganz irgendwann ein bisschen ausarten, immer mehr seriös geht und dann eben Sachen machen, die Bikergang so machen. Hier haben wir Austin Butler an der Hauptrolle zusammen mit Tom Hardy, die das wirklich grandios machen und eine richtig schöne Atmosphäre aufbauen und richtig Spannung können mitbringen. Jeff Nichols hat hier wirklich eine gelungene Adaption von so einer Biker-Story Riverboat, die ganz viel Spaß gemacht und du wenn er verdient auch an dieser Top-List. Op der Platz Nummer 8 aus dem Jonathan Glazer sein The Zone of Interest. Der Film ist bei Eis ziemlich am Anfang vom Jahr herausgekommen, der Tisch verschneit sich bis mit 23 auf 24. Trotzdem wünscht der Film nur am Jahr 24 wieder dabei. The Zone of Interest, wo man ein Nazi-Familie begleiten, wo den Pap den Leder vom Auschwitz-Konzentrationslager aus. Wir gucken nicht ganz eben aus einer anderen Perspektive, wir gucken als nicht Konzentrationslager, aber wie die Familie das Leben lebt. Ganz alltägliche Sachen, ganz allgemein gehalten und trotzdem passiert zwischen den Zeilen ganz viel. Ein Audiokulisse, die absolut erschreckend ist, wo ein permanenten Horror hat den Mauer mitkriegt, wo neben der Mauer oder auf der anderen Seite von der Mauer quasi ein normales Leben stattfindet. Haben drunten gesagt, den heute so einen Zug beifuhren an, wann ihn das dann eben gesagt dann, wir sehen eben, was den Moment passiert. Ein Film, den ganz schockierend ist, eigentlich nicht viel weiß, aber mit dem, was zwischen den Zeilen passiert, extrem schockieren kann an einem eben den Atem quasi wäschelt. The Zone of Interest, du wähnt er absolut verdient und eigentlich schon bald zu niedrig gestuft, aber schon ein bisschen niedrig gehalten, weil er eben nach dem Jahr 2023 ein bisschen rüberrutscht, aber trotzdem absolut verdient auf dieser Liste. Op der Platz 7 Hummerheim ein absoluter Lieblingshorrorfilm von diesem Jahr, den tatsächlich für Eis gründen muss so einfach zu gucken, weil mir den aber nur auf diverse Plattformen zu gesehen und zu kaufen ist, als Late Night with the Devil. Wir gucken eine Late Night Show und die Louis aber sicher eben droht an der Versenkung zu landen und da wenn der Hund sich überlegt, wir machen einen richtig krassen Horror-Special mit richtig krasse Sachen und das ganz eskaliert ziemlich krass. Late Night with the Devil ist ein Horrorfilm, der wirklich ein komplett neuer Approach hat, bis komplett Neues erzählt oder auf jeden Fall auf einer neuen Art und Weise und kann schockieren, begeistern und inszenatorisch als das ganz wirklich der Wahnsinn. Du wenn schwer, dass ein so schwer zu konsumieren war, aber absolut ein Film, der wenn ihn noch nicht gesehen wird, unbedingt noch zu holen ist. Op Platz 6 Hummerheit vom Michael Mann Ferrari. Den Adam Driver an der Hauptrolle als Enzo Ferrari. Wir kriegen eine Art Biopic, eben ein Ausschnitt aus dem Enzo Ferrari seinem Leben. Und das ist einfach fantastisch als Szene gesagt. Die Rennen, die Atmosphäre, die Audiokulisse und einfach das Geschehen rundherum, der ganze Mythos Ferrari ist einfach begeisternd und packt es richtig gut zu involvieren. Der Michael Mann heiratet mit einem richtig gelungenen Biopic an einem Adam Driver, den ich immer gerne gesehen und absolut feiern, den Datei wirklich sehr gut hinkriegt. Ferrari ist auch aktuell auf Amazon Prime zu gesehen. Du brauchst mo Cent extra zu bezahlen, wann der den Abo hat, könnt ihr euch Ferrari einfach angucken. Und ich denke, jeder, den dann eben Prime hat, wird mir da sehr Spaß haben.
Op der Platz 5 Film vom Yorgos Lanthimos. Die Yorgos Lanthimos hat das Jahr schon 2 Filme brut. Emo Kinds of Kindness und Emo Poor Things. Kinds of Kindness waren 3 Kurzfilme, wo den einmal besser waren, den anderen Momie schlecht. Du wente aus der Schwan nicht schwer gefallen, dass für mich aber an dieser Toplist unbedingt Poor Things muss sein. An der Hauptrolle haben wir Emma Stone, auch Willem Dafoe dabei, Mark Ruffalo und überhaupt die gesamte Cast ist einfach fantastisch. Wir haben eine richtig abstrakt Welt geschafft, eine wirklich surreal, absurd Durchstellung von diverse Szenen, extrem imposant Setpieces, die wirklich begeisternd sind. Der Yorgos Lanthimos ist sein Thema als halt Murscht über einer Leute, das ist ja sein Favorite Thema, irgendwie sie singen Filme immer um das Thema, aber Poor Things hat wirklich einen kreativen Ansatz, hat mir extrem Spaß gemacht. Yorgos Lanthimos ist ein bisschen umstritten. Verschiedene Leute fanden ihn gut, andere fanden ihn nicht so gut. Ich feiere ihn, wenn es Sänger kreativer Rugonsweis an, weil er einfach das mischt, worauf er Bock hat. Auch Kinds of Kindness hat mir da ziemlich gut gefallen. Auch wenn ich eben mit verschiedenen Kurzfilmen mehr Spaß hat und andere Männer Spaß hat. Trotzdem ist er der Mann, der einfach das mischt, worauf er Bock hat. Und das fand ich als doch respektabel. Poor Things ist aber absolut ein Film, den ich muss gesehen haben. Meiner Meinung nach. Und da wenn der High Orts verdient auf der Platz 5. Op der Platz 4 Hummerhai Emilia Perez. Ein Film, wo ich denke, den auch ziemlich unter dem Radarwert gelaufen sind. Für dich sind ich aus dem Kino kommt, ich war mir nicht ganz sicher, wie ich das ganz soll fanden. Ich hatte ein paar Kritikpunkte, der könnt du ganz gerne mein Review dazu gucken, aber wo ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, muss ich trotzdem sagen, dass der Film wirklich eine fantastische Geschichte erzählt, mit richtig guten Schauspielern, die das richtig gut durchstellen. Den Musical-Aspekt fand ich also ein bisschen auf Rot zu stellen. Eigentlich soll ich nicht echt wie ein Operett gesehen. Und dann wirkt das ganz schon ein bisschen ernst das. Emilia Perez auf jeden Fall ein Film, wie ihn nicht ganz oft aktuell am Kino gesagt, auch ein Film mit einer kreativer Idee, Kreativdurchstellung an einer guter inszenierter, gut gespielter Geschichte. Und da wähnt auch Hilo eben ob der Platz 4 absolut zurecht. Emilia Perez. Lo kommen wir schon zu eisen Top 3 an op der 3 as für mich heiden Denis Villeneuve mit seinem Dune Part 2. Denn Denis Villeneuve als ein von meinen absoluten Lieblingsregisseure reizt sich wirklich bei mir zwischen die ganz groß an mit seinen Werken, mit Sachen wie Arrival a Blade Runner. Auch seine Echt-Version von Dune war absolut wahnsinnig. Ein Mann, den ein Bildgewaltigkeit durchstellen kann, wohin, wenn ihn sich anguckt, sich nicht mehr nach winzig dagegen fühlt. Er packt es, Welten zu schaffen, die absolut bombastisch sind. An Dune zu inszenieren, wird eben dem großen Franchise Dune eben nicht mehr gerecht kann gehen. Er will Heimater sein Lord of the Rings schaffen und ich denke, das gelingt ihm ganz gut. Wir können gespannt sein, wie das ganz nach weitergeht, ob er das ganz ob ein Peak gesagt kriegt an genauso einen Impact schaffen kann wie Lord of the Rings, sodass er in ein paar Jahren so kann. Trilogie Dune als ein Must. Hoffen wir, dass wir auf den Punkt kommen. Vielmehr geht es dazu nicht so, wenn in Dune Part 1 gesehen wird, kann in Dune Part 2 genauso weiter gucken, weil er ganz als alles als einen Ghost am mich absolut Sinn an als fantastisch, bombastisch inszeniert, grandios gespielt. Denn Denis Villeneuve heirem auf einem Heichpunkt, wie ich mir das eben von so einem heichkaritischen Regisseur wünsche. Hallo, kommen wir zu Platz 2 am engem Ranking. Effektiv hun ich mich nicht ganz schwer gedo mit den Top 3. Ich fand es war relativ klar. Und nur ob der Nummer 2 as für mich Wicked. Wicked, ein Film, den ich durch den Trailer gesehen und schon bald aufgeschrieben hat, weil mich es ästhetisch nicht ungeschwert hat. Ariana Grande an einer Hauptrolle, wo ich gedacht habe, ja, hallo, geht doch einfach nicht mehr so Promi gesagt, einfach nicht mehr für das Leid eben do weint an die Kino gehen und ich habe mich nicht mehr täuschen können. Ein fantastisch grandios Umsetzung vom Musical, grandios inszeniert, schön als Szene gesagt, der CGI, den absolut nicht steuert, mir sich nahtlos an das ganze Bild abfügt und fantastisch gespielt. Ich habe mich nicht mehr in ihren ein Film, den mich absolut nicht loslässt, den ich schon zweimal gesehen habe und den Soundtrack schon mehrfach gelauscht habe, weil er mich so begeistert. Fantastisch, großartig. Ich kann nicht mehr hoffen, dass den 2 genauso perfekt Firo geht, wie Wicked eben das am echten Jahr gemacht wird. Und da wenn er verdient auf der Platz 2 mit Platz 1 hat du einfach nach ihn Druck gesagt, als für mich da wirklich der beste Film vom Jahr an. Da wenn er guck mal es da mal an, was für ein Film Wicked den Thron streitig gemacht wird. Es
geht heute kein anderer Film wie The Substance. Ein Film, wo es Selbstzerstörung geht, Selbstzweifel, die gesamte Schönheitsindustrie extrem aufrohstellt und extrem kritisiert und das an einem Body-Horror-Szenario durchstellt, wie man es noch nie gesehen hat. Ein Film, den bis zum Schluss hin begeistern kann, faszinieren kann und vor allem schockieren kann. Und der ganz spitzt sich so an einer Final, wenn ihr nicht kommen gesagt. The Substance als ein Film, den ich auch das Jahr purmal schon gesehen habe, weil er mich einfach nicht loslässt. Ein Film, den ihn extrem beschäftigt und absolut nicht zurückschreckt an seiner Durchstellung, an ich kann mich nicht mehr wiederholen, absolut schockieren kann. Und allein nicht mehr, wenn ihr mit dem Thema umgeht, wie ästhetisch schön, und gleichzeitig schrecklich allen die Film sie kann, als absolut faszinierend und als für mich ein absolut Meisterwerk. The Substance ist so ein Film, den da unbedingt musst gucken gehen. Ich war selber überrascht, wo ich schon pur mal gucken werde, dass der Saal immer relativ gut besicht war. Der Film sich also gut rundherum schwärzt. Aber seht ihr bewusst, der Film hat etwas aus sich, dass er eben Sachen nach Szenen setzt, wie ihn das nicht unbedingt so gewinnt. Das. Der muss dir sto darüber anlosen, mir wann ihn sich bis drauf angelost wird, als der Film den absoluten Wahnsinn. Du wähnt er absolut verdient für mich auf der Platz 1, du könnt wirklich keinen anderen holen. The Substance, das waren auch schon mal Menge kleiner Top 10 vom Jahr 2024. Das kann sein, dass das vielleicht nur das letzte Video von diesem Jahr hier im Channel ist. Es war die letzte Zeit ein bisschen mehr ruhig, es war viel los bei mir. Du wähnt er ein bisschen eine kleine Pause gebraucht. Zum Schluss vom Jahr gehe ich mal nach Nosferatu gucken. Die könnt nur eigentlich was christlich. Vielleicht könnt ihr dazu nach ein Video mehr, wann nicht, dann wäre das eben auf diesem Channel mit dem Jahr 2024. Und des Weiteren wünsche ich euch dann alle guten Schäferfeiertage, eine gute Rutsch und Nightjahr. Und dann hoffen wir, dass es nächstes Jahr mit genauso viel Enthusiasmus, aber wenigstens genauso viel gute Filme weitergeht. Du wünschen dir noch alle gute, viel Spaß am Kino und auch viel Spaß am Kino im Jahr 2025. Und dann sehen wir meist nächstes Jahr auf diesem Channel rum. Bis dann. Ciao.